begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Live von swissgermanonline.com. Es ist schon relativ spät, aber wir sind schon ein bisschen am Nachdenken und überlegen für ein neues Thema für unseren Schweizerdeutschkurs am nächsten Montag. Und wir haben gedacht, wir fragen euch mal, ob ihr gute Ideen habt, ob ihr einen Vorschlag habt oder eine Bitte habt, über welches Thema das ihr gerne live möchtet haben. In unserer Lektion tun wir immer einen Dialog vorbereiten und mit Bildern und Audio und Flashcards und so weiter. Also, wenn du möchtest, dass wir etwas zu einem bestimmten Thema vorbereiten, dann kannst du das uns melden. Wir haben überdenkt, vielleicht über so eine babylonische Sprachverwirrung, wo die Leute einander nicht verstehen. Zum Beispiel zwischen den Welschen und den Deutschschweizer ist manchmal so ein Problem. Ja. Es gibt schon viele, die miteinander Englisch reden, weil sie nicht können Französisch oder Deutsch reden können. Aber ja, oder vielleicht zum Thema von berühmten Persönlichkeiten oder wichtigen Persönlichkeiten von der Schweiz. Mir ist heute gerade jemand in den Sinn gekommen, der in Zürich in der also unter den Trögeler und so gearbeitet hat. Und es war der Pfarrer Sieber, der so grosse Projekte hatte, so Hilfsprojekte für Obdachlose und Trögeler. Und das Projekt oder die Stiftung gibt es heute noch und die helfen immer noch den armen Leuten helfen. Das wäre vielleicht eine interessante Person aus Zürich. Oder vielleicht kennst du andere Personen, die dich faszinieren, die aus der Schweiz, die interessant wären. Hallo Niobe, wie geht's? Hast du einen guten Tag gehabt heute? Wo wohnst du? In welcher Region wohnst du? Gibt es dort etwas Interessantes, einen interessanten Brauch oder ein interessantes Fest oder Sport? Im Kanton Bern gibt es so einen Sport, aber ich habe es selber noch nie gemacht. Aber das ist noch interessant, das heisst Hornussen. Hornussen. Aber ich weiß nicht, ob euch das interessiert, so eine Sportart, wo nur ganz wenig Leute machen und wo sehr unbekannt ist, also wirklich nur regional beschränkt. Beate Buchczyk, du kommst aus Berlin. Du wohnst in Berlin. Das ist in Deutschland. Und du lernst Schweizerdeutsch. Wow. Jung Jan. Ob ich Single bin? Du fragst, ob ich Single bin. Nein. Ich bin schon lange verheiratet. Wir haben schon 25 Jahre Jubiläum im Sommer. Gustav Kumar, hallo. Ja, woher kommst du? Woher kommst du? Das ist eine gute Frage an alle. Woher kommt ihr und wo wohnt ihr? Ich komme aus der Schweiz und ich bin im Kanton Freiburg aufgewachsen. Ja, also ich bin so ein bisschen schweizerische zwischen verschiedenen Kantonen aufgewachsen, nämlich zwischen dem Kanton Luzern von meinem Vater, Kanton Zürich von meiner Mutter und dem Kanton Freiburg, wo ich viel mit Berner Kontakt hatte. Also, ja, ich rede Englisch. Ich rede Französisch, ich rede Deutsch und ich rede auch Polnisch, weil meine Mann Pol ist.
Niobe, du wohnst in Basel. Aha, schön. Liebe Grüße auf Basel. Also, da habt ihr den Link. Ihr könnt unseren Schweizer Kurs testen. Du kannst einen 7 Tage gratis testen, geh mal schauen. Und am nächsten Montag sind wir wieder parat mit einer neuen Geschichte, einem neuen Dialog und einem neuen Livestream und Zoom-Treffen für alle unsere Studenten. Hallo Salomon, ich komme aus der Schweiz. Ich bin Schweizerin. Love from India. Oh, alles Liebe auf Indien. Liebe Gruß auf Indien. Beate, nein, ich kenne Naira nicht. Du lernst bei ihr Schweizerdeutsch. Super. Du kannst vielleicht zusätzlich dich anmelden für unseren Kurs und dann hast du 2 verschiedene Quellen, 2 verschiedene Arten. Wir haben einen Online-Kurs, wo du ganz viele Materialien hast, auch zum Schweizerdeutsch lernen. Salomon, du bist in der Karibik. Ohoho. Und wieso interessierst du dich für Schweizerdeutsch? Möchtest du gerne Schweizerdeutsch lernen? Ich hoffe, du hast eine gute Reise gehabt. Du bist erst heute in die Karibik gereist. Ja. Ist in der Karibik schon wieder Morgen oder ist noch Nacht? Wie ist das jetzt genau mit dieser Zeit? Ja, auf jeden Fall ist bei uns ist es schon bald 11 Uhr. Ich mache langsam Schluss. Schön, dass ihr da gewesen. Danke fürs Mitchatten und Reden. Und wenn ihr mich regelmäßig möchtet treffen und mit mir und anderen zusammen Schweizerdeutsch lernen, dann nachher kannst du gerne dich anmelden und dann sehen wir uns wieder am nächsten Montag. Ja. Du bist heute Morgen am 4 Uhr von daheim weg und jetzt hast du 6 Stunden Zeit gewonnen. Wilmer Weichhold, du sagst, Karibik ist 6 Stunden zurück. Also, das ist so ein bisschen ähnlich wie amerikanische Zeit, genau. David, du fragst, ob du meine Füße kannst sehen. Nein, das ist nicht gut. Jetzt, meine Füße sind nicht so interessant. Ja, okay. Also, alles Gute, schönen Abend, gute Nacht, schlafen gut. Indien, das ist schon fast mitten in der Nacht dort oder wieder morgen. Ja, und in Amerika wird schon bald Abend. Also, alles Gute, schlafen gut, träumen süß und bis am nächsten Montag. Schreibt euch ein und dann sehen wir uns wieder. Tschüss zusammen.